Meine Frau ist mit den Kids los, die kaufen noch mehr Dekoration für Weihnachten. Da fehlt ein Stern auf unserem Baum. Und den habe ich gerade fertig gemacht. Machen wir noch ein Sandwich für unterwegs. Und dann geht es auch schon ab zum Aria. Wir stehen schon auf der Liste für 2,5. Und ich habe gerade einen Post vom Daniel gesehen, dass er predicted, dass der Tyson den Jake in der zweiten Runde ausnocken wird. Und was ich natürlich sehr hoffe, weil ich bin mega Mike Tyson Fan. Es gibt nur ein paar ich habe nur so ein paar Lieblingsmenschen auf der Welt und Tyson ist einer davon. Schumacher noch und ja, noch ein paar andere. Aber ich glaube, dass der Tyson ein bisschen alt ist und sein Kinn da nicht mehr ganz. Also wenn er mal richtig eine abbekommt vom Jake, dann wird das schon schwer mit seinem Alter ist das nicht so einfach. Also ich glaube, der kann nicht so einfach die Schläge einstecken wie früher. Und außerdem glaube ich, ist er nicht mehr so schnell wie früher. Power hat er vielleicht noch, Schnelligkeit und Ausdauer, da wird es, glaube ich. Ja, lass mal alle die Daumen drücken für den Mikey. In the car. What? A bird just pooped in the car. Wait, okay? Bird pooped on the car? Wait. Yeah, Batman. Yes, Batman. Look. Yes, Puppy, in the store. Puppy, go right there. Oh my God. Bye-bye. Bye. So Leute, ab zum Casino. Heute habe ich richtig Bock. Der ist in die falsche Spur reingefahren. Was macht der wohl? Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber die Amis, die können überhaupt kein Auto fahren, Leute. So als Beispiel, ich habe meiner Tochter das Autofahren beigebracht und ziemlich gut sogar. Und dann sind wir zum DMV, was sowas ähnliches wie Straßenverkehrsamt. Da kann man dann die Fahrprüfung machen. Ja, ich habe meine Tochter dann dahin gebracht und das hat nicht mal 10 Minuten gedauert, 12 Minuten oder so. Die ist dann einmal um den Block gefahren, wieder zurück. Und das Lustige ist, als wir dann fertig waren und als sie ihren Führerschein bestanden hat, haben wir noch einer anderen Frau zugeguckt, wie sie versucht hat einzuparken. Und die ist dann 10-mal rein, raus, rein, raus, rein, raus. Sie hat das absolut nicht hingekriegt, parallel einzuparken. Und ich habe die Prüferin dann gefragt, wie es aussieht, wie viele Fehler darf man denn machen. Und ich glaube, die meinte 10 oder 20. Jetzt bin ich mir nicht mehr 100% sicher, aber man hat auf jeden Fall mehrere Leben. Ich glaube, in Deutschland ist das nicht so, oder? 1, 2 Fehler und man muss wiederholen. Oder ein Fehler. Jetzt hatte ich natürlich einen Vorteil, dass ich in Deutschland Autofahren gelernt habe, aber ja, stellt euch vor, ein Ami bringt dem anderen Ami Autofahren bei und es wird immer schlechter und immer schlechter. So fahren die Leute hier. So Leute, ab zum Pokerroom. Ich muss noch mal kurz zur Box, denn ich muss ein bisschen Geld abheben und dann geht es auch schon direkt wieder an den Pokertisch. Ich bin schon wieder zu spät, aber dieses Mal war das meine Frau schuld. Die hat ewig gebraucht. Ich bin 20 Minuten zu spät, aber der Kollege hat mich wieder oben auf die Liste gesetzt. Also immer die Floor-Leute tippen, Leute. Thank you. So Leute, Geld, check. Und wir starten jetzt schon einen neuen Tisch. Also perfekt. Kurze Pause, Leute. Tisch ist ziemlich gut. Und wir sind $50 oder so plus bis jetzt. Aber ich muss sagen, heute A-Game. Mehrere Spots gehabt schon, wo ich ein bisschen geklaut habe und hier und da. Also es gibt einen Spieler auf meiner linken Seite, habe ich schon öfter mit dem gespielt, also ich weiß genau, wie der drauf ist. Und jedes Mal, wenn der auf so komischen Boards wie zum Beispiel 10, 10, 7 groß bettet, dann ist das immer ein Bluff, kannst du min raisen und sein Geld klauen. Und es ist halt eben gerade passiert. No, I think. Oh.
nehmen wir die Leute auseinander hier. Ich versuch's. Good luck. Wir sehen uns morgen, ne? Ja, morgen. Spätschicht. Spätschicht, ne? Fertig? Ja, 10 Stunden gespielt. Und? Guck mal die Karten an. Skaten, Leute. Mega Session hinter mir. 10 Stunden Grind heute. Und wir sind $1237 plus. Als ich mich beim letzten Mal gemeldet hatte, da war ich irgendwie ein paar $100 plus, glaube ich. Und habe dann einen Pot gegen Fischfellhorn mit Königin, der Open Race $20 aus dem Under the Gun. Gibt einen Caller und ich sitze im Small Blind mit Pocket Königin. Raise auf $100, Under the Gun called und der andere folded. Und Flop kommt jetzt runter, 10, 4, 2, ich wette 65, er called, Turn kommt eine 5. Er hat $400 in seinem Stack, $450 oder so in seinem Stack noch. Und ich wollte halt alles. Also bette ich 250 und hoffe, dass er da irgendwie mit einem Overpair oder mit Ass 10 oder was auch immer callt. Er überlegt ein bisschen, also ich bette 250 und er überlegt ein bisschen und geht dann all in für 450. Ich call natürlich. Und er hat 6-3 in Diamonds, also kein Flushdraw oder so, aber er hatte die Straße gemacht. Flop ist 10, 4, 2 und der Schrift ein Gutshot, die 5 am Turn. In so einem riesen 3-Bet-Pot und so weiter. Also schwarzes Zanti, der da gespielt hat, nicht nachmachen, Leute. Da habe ich dann nochmal $400 nachgeladen und war insgesamt, glaube ich, ja, ein paar $100 down. Und weil ich war ja up vorher. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich geparkt habe. Eigentlich voll die angenehme Session gewesen heute. 10 Stunden gespielt, aber hat sich überhaupt gar nicht angefühlt wie 10 Stunden. Habe auch noch zwischendurch Boxen geguckt. Habe 3 Kämpfe mir angeschaut. Ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfe es insgesamt gab, aber ich habe da waren 2 Mexikaner, da habe ich die letzten 2 Runden noch mitgekriegt und dann die Ladies haben da gekämpft, die haben richtig krass abgeliefert. Und natürlich Tyson-Kampf auch noch geguckt. Und ja, echt mega schade. Ich hätte dem Tyson einen Knockout gegönnt. Also dass er den Jake Paul ausnockt. So Leute, jetzt mit dem Toyota auf die Rennstrecke Richtung nach Hause. Ist schon richtig alles aufgebaut hier, F1-mäßig. Ich nehme jetzt extra die Auffahrt auf Flamingo, damit ihr noch ein bisschen Strip-Szenen bekommt. Und ja, wir haben jetzt mittlerweile 11:30, also ab nach Hause. Ich werde wahrscheinlich noch mal ein bisschen einen Vlog schneiden. Ich glaube, über einen Strip fahren war eine schlechte Idee, Leute. Hier ist mega Stau. Und ich muss dazu sagen, die Locals hassen F1. Haben wir gestern noch am Tisch darüber gesprochen. Da meinte ein Spieler am Tisch, und seid ihr bereit für F1? Und ich meinte, ja, ich kann es kaum abwarten. Und der Dealer meinte so, oh, die Locals hassen es. Überall Stau und ist aber auch echt krass. Also hinterm Sphere, wenn man da mal, ich war letztes Jahr einmal direkt irgendwie eigentlich eine Minute entfernt vom Venetian. Aber das hat eine Stunde gedauert. Ist schon Katastrophe, was hier mit Verkehr los ist, wenn F1 in der Stadt ist, aber trotzdem geil. So Leute, ich habe es endlich geschafft. Ich war locker eine halbe Stunde im Stau jetzt. Nur für euch. Ja, wie gesagt, war eine ziemlich angenehme Session heute. Es gab keine All-Ins, aber ich habe ganz viele kleine Pötte gewonnen. Den größten Pot habe ich mit Assen gewonnen. Da habe ich einmal das Top-Set gefloppt gegen Ass König, aber der hat die Hand leider am River aufgegeben, weil da lag halt Ass, Dame, Bube und ja, der schlägt halt nichts. Ansonsten halt ganz viele kleine Pötte. Ganz oft auch nur so 25, 50, solche Pötte. Und ja, das hat sich alles summiert und ja, nette Plus-Session. Wir haben eben noch darüber gequatscht, ob wir eventuell Sonntag mal ein Turnier im Orleans spielen. Also Sonntag, wisst ihr ja, spiele ich eigentlich Turniere nur online. Aber am Sonntag ist irgendwie irgendein Special, da ist 65.000 garantiert und Buy-in ist nur $200. Wer zur Abwechslung mal ein Turnier sehen möchte, einfach kommentieren, Leute. Dann fahren wir Sonntag mal zum Orleans. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, Leute, subscriben.